Video auf YouTube. Ja, und ihr seht schon im Hintergrund, ja, die Google-Seite. Ja, das soll ein Sneak Peek sein über das Update. Ja, momentan gibt es eine Wartungspause. Das steht auch hier. In dieser Wartungspause soll das aktuelle Update auf dem Server aufgespielt werden. Ja, es soll eine neue Truppe geben und das ist der Bowler. Ja, der Bowler ist Apparatus Level 10. Das ist eine dunkle Truppe. Es soll auch Inferno-Turm Level 4 geben, also ab Level 11, also Apparatus Level 11. Minenwerfer Level 9, Apparatus 11. Schweinereiter Level 6, Apparatus 10. Valkyrie Level 5, Apparatus Level 10. Goblin Level 7, was auch ziemlich hoch ist, Apparatus Level 10. Die Aura des Lebens und der ewige Wälzer des großen Wächters haben eine geringere Reichweite. Also die Aura des Wächters soll eine geringere Reichweite haben. Der Inferno, also Apparatus 10 soll der Inferno-Turm wechselt sein Ziel schneller. Rathaus Level 9 und Level 11 Spieler finden sich nun weniger im Mehrspielermodus. Für Rathaus 9 gibt es Trefferpunkte aller Skelette reduziert. Skelette, die von Hexen erzeugt werden, aktivieren in Zukunft keine Fallen mehr. Also die Skelette von den Hexen, wenn die auf einer Falle geraten, dann die Falle wird dann nicht aktiviert. Es soll Kobold Level 6 geben, Apparatus 9. War früher Apparatus 10 verfügbar. Der X-Bogen wird, also der Schaden des X-Bogen auf Level 2 bis 4 erhöht. Also der Schaden vom X-Bogen wird von Level 2 bis 4 erhöht. Und jetzt zu meinem Lieblingskratos-Level, also das ich momentan bin. Die Valkyrie erhöht Schaden der Valkyrie erhöht, Trefferpunkte gesenkt. Also den Schaden, die Valkyrie macht, wird erhöht, also wird stärker, aber dafür hat sie weniger Leben. Die Valkyrie fängt viel schneller an, wieder anzugreifen, nachdem sie ein neues Ziel erreicht hat. Gebt ihr einen Versuch. Also, ja. Der Magierturm auf Level 5 bis 9 wird erhöht. Also die Trefferpunkte vom Magierturm wird von Level 5 bis 9 erhöht. Also, ja, wenn das Level höher ist, wird das Level extrem. Also die Trefferpunkte werden erhöht. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den Anfängern. Also nicht zu den Anfängern, so mehr zu den Kleinen, sage ich jetzt mal. Ja, der dunkle Zauber, Rathaus Level 5 plus, also ab Rathaus 5. Alle dunklen Zauber brauchen nur noch 10 Minuten. Alle Elixierzauber brauchen nur noch 20 Minuten. Also die Zeit wurde so circa 10 Minuten reduziert. Was auch besser ist. Die Kampfdauer wurde wieder auf 3 Minuten pro Angriff reduziert. Ja, das ist eigentlich schade, weil es 30 Sekunden weniger. Es ist auch ein bisschen doof, wenn man zum Beispiel gegen Rathaus Elva kämpft, dann hat man irgendwie kaum eine Chance, 3 Sterne zu holen. Weil die Zeit ist eine wichtige Rolle. Ja. Ein Racheangriff, also wenn man von einem Spieler angegriffen wird, vom Mehrspielerkampf, dem man dann eine Rache gibt, dafür bekommt man einen Sternebonus und Liga-Bonus. Nur wenn man einen Stern holt, da bekommt man einen Liga-Bonus. Das Errichten neuer Gebäude kann nicht länger abgebrochen werden. Verbesserungen können weiterhin abgebrochen werden. Also, wenn man ein Gebäude macht, ein neues Gebäude, zum Beispiel man ist Rathaus 5, man bekommt nur einen Magierturm und den Magierturm baut man und man will den Magierturm abbrechen, aber es klappt nicht, weil das kann
kann man nicht mehr. Wenn man die Magierturm zum Beispiel auf Level 3 macht, dann kann man den noch abbrechen. Ja, Clan-Kriegs Matchmaking wurde überarbeitet. Ja, das Clan-Krieg Matchmaking wurde geändert. Ja, es soll fairere Kämpfe geben und einen Gegner zu suchen dauert länger. Es dauert so ca. 5 bis 20 Minuten. Nicht mehr so bis zu ca. 10 Minuten. Kriegsgrößen 35 gegen 35 und 45 gegen 45 wurden entfernt, um andere Kriegsgrößen zu bestärken. Also der Kampf 35 gegen 35 und 45 gegen 45 wurde entfernt. Neuer Eintrag. Clankrieg-Siegesserie im Clan-Profil zeigt, wie viele aufeinander folgende Clankrieg-Siege ein Clan zur Zeit hat. Also zum Beispiel wie wir haben 7 Clankriege gemacht, dafür haben wir 5 gewonnen und 2 verloren. Das heißt, Supercell ändert das. Also wenn wir jetzt CK gewinnen, und dann ändert es Supercell selber. Dann macht Supercell 6 gewonnene Kriege, 0 verloren, also 0 unentschieden und 2 verloren. Ja, die Anzahl verbleibender Kriegsangriffe kann auf dem Clankriegsknopf außerhalb der Kriegskarte gesehen werden. Den Satz verstehe ich irgendwie nicht. Alle Wiederholungen können direkt bei den Mein Team, feindliches Team Zusammenfassung in der Kriegsdetail aufgerufen werden. Moment, ich überlege, was das heißen soll oder sein soll. Ich weiß es nicht, was sie damit meinen. Der Sternenknopf wurde durch einen größeren Kriegsdetailknopf und neu. Also die Kriegskarte, also wonach. Nee, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ja, Bauarbeiter-Zusammenfassung. Tippe auf das Bauarbeiter-Icon, um alle laufenden Bauarbeiter zu sehen. Also immer das. Bei den Bauarbeitern da steht ja, wie viele Bauarbeiter man hat und wie viele frei. Das Plus, da soll ja stehen, was ein Bauarbeiter macht. Ja, und das war's mit dieser Folge. Ja, also es war's noch nicht. Ich mache einen kurz und zeige euch, was der Bowler kann, wie viel er kostet. Das zeige ich euch jetzt. Also bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ja, ich finde den Bowler momentan nicht. Also ich mache jetzt gleich eine extra Folge für den Bowler. Ja, und ich möchte mich fürs Zuschauen bedanken. Also bis gleich. Auf Wiedersehen.